Kameradinnen und Kameraden, verteidigen mal merci für die Invitationen der Table Ronde können dabei zu sein. Felicitationen noch für die Organisierung von der sicher interessanten Pensionskonferenz den Abend. Treisudlo wusste erzählt, was bei der Reform sich soll ändern. Ich meine, wenn wir das Pensionssystem gucken, wie wir es heute kennen, dann muss man wissen, dass das Pensionssystem mit seinen Leistungen nicht einfach vom Himmel gefallen ist, sondern dass von den Gewerkschaften als sozialen Auseinandersetzungen erkämpft ist. Zum Beispiel sie gefordert, für unter dem geschichtlichen Blickwinkel die Reform zu gucken. Wenn man zurückguckt, die erste Sozial... aber das direkt, ich werde keinen globalen Exkurs an Geschichte mehr mit die erste Pensionsversicherung und die erste Sozialversicherung zu Lützeburg sind umgangs des letzten Jahrhunderts entstanden, verteidigt für Erbichte, da sind sie ob die anderen Berufsgruppen noch und noch ausgedehnt gehen. Vor allem im letzten Weltkrieg kam eine Phase, wo die Sozialversicherungen insgesamt und die Pensionssysteme verbessert, verfeinert sind. Eine Periode, wo auch öffentliche Sozialdienstleistungen geschärft und verbessert sind, wo wir eine Verbesserung vom Erbisrecht kriegen. All diese Mesuren haben zu Lützeburg, und nicht nur zu Lützeburg, mehr in ganz Europa praktisch bewirkt, dass man nicht nur einen sozialen Abstieg kann, sondern einen wirtschaftlichen Abschwung, den man bis dahin nie an dem Ausmaß konnte. An verschiedenen Leuten, bei denen war das vielleicht der Fall, die sich die Illusion hingehen, die Entwicklung ging so weitergehen, bis meintlich all gleichgestaltet werden oder bis kein Unterschied mehr zwischen den verschiedenen Klassen bestehen. Von allem mal Krisen, die da noch kommen sind, aber von allem aber die neoliberale Politik als Staatsgefühl bezeichnet, die du übergeschwappt hast von Amerika, von England, ob ganz Europa hat sich breit gemacht, Elemente oder Charakteristiken von der Politik. Ich meine, die sind ist all bekannt, dass die Liberalisierung von den Finanzmärkten, Liberalisierung von den sozialen und öffentlichen Dienstleistungen, sind Lohnkürzungen, sind Pensionskürzungen, schon Aussätze für Sozialversicherungen, für die zu privatisieren. Einer Strauß gedrängt eine Verdelung von innen oben hat angefangen, was die Armen natürlich sind einer, die besser durchstehen, die Reich mehr reich gemacht. Das am Anfang die Politik steht da am Ursprung von der Krise, wie wir sie im Moment in Europa und zu Lützeburg kennen, und das von verschiedenen Leuten gemerkt, wenn in die Politik verstärken, da gingen aus der Krise rauskommen, das wird zumindest so durchgestaltet. Von allem aber, was mir scheint klar zu sein, dass das Krise soll benutzt gehen für den Sozialstaat oder was vom Sozialstaat an den einzelnen Ländern an nur zu Lützeburg übrig bleibt, für das noch innen anzupassen. Das an der so just die Pensionsreform, mit der wir heute zu dienen, die passt an den Kader an. Ich will just daran erinnern, dass ja nicht nur zu Lützeburg so eine Politik betrieben wird, aber dass dort die Europäische Kommission nicht nur in Grünbuch, aber neuerdings in Weißbuch über die Pensionen herausgehen hat. Aber wenn man dort guckt, da gesagt den zwei Elemente, die für allem auffallen, dass das mit lang schaffen gehen, Absetzen vom Pensionsalter, das zwei das die Förderung von der Privatversicherungen. Zwei Elemente, mit denen wirklich nicht kann d'accord sein. Wenn wir heute zu Lützeburg gucken, die Entwicklung, die Pensionsreform, die wir kennen oder die Theresa erklärt hat, die hat die vier Leben heute zu Lützeburg, und zwar die Reform am öffentlichen Sektor oder vor allem die Reform bei den Staatsfunktionären, bei den Eisenbahner, bei den Gemengebeamten. Die Reform, die ist eigentlich an zwei Etappen heute zu Lützeburg vollzogen. Eine erste Etappe 1995 gab die sogenannte Perequation aufgeschärft. Weil ich just hier am Casino bin, weil ich daran erinnere, dass die Perequation
1921 verdecht vun Neisebunreintlier kämpft Genas per Äquation, die vier gesehen huet, dat die Pensionen automatisch praktisch machten aktive Gehälter nur gepasst gin. Dat as 95 aufgeschäft gin am Mkurten Demos gesot die Kidlo Ajustement wie am allgemmenge Pensionssystem an dat das viel mis sicher wie per Äquation, die der bis lo hat. Do werd kein dran touchéiere go, weil dat jo jeder betrifft man afir gesinn, dat dat wahrscheinlich nicht der Fall ist. Und noch donno eng zweet Phase von der Reform 90, wo das System sich aufgeschärft genas vom Übergangsregime krit für die Funktionären oder andere, die Dement am aktiven Denkst voren an ein neues System für die neu. Dem private System oder dem öffentlichen System am Privatsektor ähnlich, also der Ball derselbigen. Das war der Ruf geschärft genoss. Und das ist interessant bei dieser Reform, sie beispielsweise Spezialregime, die man kann tun. Bei den Mechanismen, ob der Reisebund, Lokführer, Trangierer, Pompien an der öffentlichen Funktion öffentlich macht, die konnten frühzeitig Pension gehen, wenn es sehr schwere Arbeit diese gemacht und das war mit 55 Jahren. Das System sind angefordert gehen aus Sicherheitsursachen. Wenn in dat nach null ist haut bei den Mechanismen auf der Reise, da soll eigentlich ein Incentive geschärft gehen, für das sie soll nicht auf Pension gehen, dass sie kein Sicherheitsrisiko am Betrieb mehr sollen durchstellen. Wenn in Haut guckt die Reform, die gesagt bislo müssen sie da bis 60 Jahre schaffen mit Reform, die gesagt wenn man da als dann 2052 gesehen, dass die Leute vielleicht nicht mit 60, mit 3, 4 oder 65 wieder mehr müssen schaffen, für Kinder nach Pensionsgehen, genau wie andere Gruppen, die in schwierige Bedingungen schaffen, die, wo Herr Not noch Rabattwert wahrscheinlich etwas drüber so, die am Spidolswesen schaffen, die am Bau schaffen, wo einfach all die penibelebigste gleichgeschaltet geworden gesagt wird, muss mir lang schaffen, für eine anständige Pension zu kriegen. Das sind Elemente, die geschützt sind. Was die Position von den Pensionierten betrifft, dass ja dadurch, was eigentlich von mir ein bisschen gefordert ist, wenn wir die Entwicklung zurückgucken, wo wir als Pensionierte für allem darum gelegen ist, dass wir die sozialen Errungenschaften, die wir an als Vorgänger erkämpft haben, dass die nicht, und dort kreiert das Pensionssystem dazu, dass die nicht Alter von der neoliberalen Politik, von der Krise, einfach geopfert gehen. Was wir wollen verhindern, wir kriegen immer die Pensionierten vier geworfen, die wären egoistisch. Also ich gebe schon gern Brot von ihren Kindern essen, dass wir zu keine Konzessionen bereit wären. Was wir wollen just verhindern, dass die junge Generation oder die kommende Generation an einer Welt müssen abwachsen oder rangeborgen gehen, wo man keine soziale Sicherheit, kein Sozialrechte mehr haben, die eigentlich müssen da aufhängen, wo als Vorgänger für 100 Jahre angefangen haben zu kämpfen. Das ist das, was wir wollen verhindern. Was wir gerne hätten, dass das die Aufsicherung von diesem Pensionssystem mit seinen Leistungen für die, die da sind am aktiven Leben oder pensioniert, aber auch für die jünger Kolleginnen und Kollegen, für die, die da noch kommen. Das ist just dafür, wo wir gegen die Reform sind. Wenn wir meinen, mit dieser Reform geht das System nicht aufgesichert, man geht mir fragil. Es geht mir fragil, es geht ausgehirligt, aber wir meinen, natürlich, natürlich für Privatversicherungen geht mir groß, was ein öffentliches System schwächt. Wir sind aber dagegen, weil just die Aktiven, die pensioniert, zur Käse müssen gehen, weil die müssen dafür bezahlen an Patronat. Das könnte eigentlich gut dabei weg, braucht nicht dazu beizutragen. Wenn gesagt wird, die pensioniert natürlich während Reis dagegen keine Dorfschärfung vom Ajustement oder keine Modulation vom Ajustement, das nicht mehr soll halb bezahlt gehen oder gar nicht mehr bezahlt gehen, genau wie die Allokation der Fan daneben was ein Ajustement betrifft, hat man
auch wenn man die Erfahrungen lo gemacht haben, 2007, 2010, wo gesplittet ging, dass der viel mehr fest am Pensionssystem verankert wird, aber was man gerne haben, den Ajustement, der schlussendlich geschildert ist für den nächsten Januar 2013, dass den noch wirklich ausbezahlt wird. Dafür muss man in Zukunft noch viel dafür streiten. Und wie gesagt, geht es nicht nur eine Forderung von den Pensionierten, hier geht es um eine Forderung, was Pensionen betrifft, wo die Alt und die Jung müssen solidarisch zusammenhalten und zusammen dafür kämpfen, dass wir das System mit seinen Leistungen erhalten, wie wir es kennen. Merci.